So, servus beieinander und Habidere. Heute gibt es wieder mal Anmoderation vom Kani. Das ist, glaube ich, schon ziemlich lang her, weil der Korbi drängt sich immer in den Vordergrund. Aber da habe ich als Kani gesagt, was Korbi, in der Folge nehme ich dich gar nicht mit, du möchtest ihn nicht dabei haben, weil ich mag auch wieder mal Servus sagen. Dafür habe ich jemand anderen dabei, und zwar den Jürgen Bogner. Jetzt werdet ihr da fragen, wer das sei. Dann sage ich, Leidels aus Rosenheim, ist kennt's noch, vor allem wenn ihr euch gewerkschaftlich ein wenig organisiert habt, weil der Kerl da unten alles ganz gewerkschaftlich am Laufen hält. Aber stell dich mal kurz selber vor, Jürgen, und sag, was du da bei uns treibst. Ja, großartig. Servus, grüß euch, merci für die Einladung. Das mit dem Kommunisten ist super, weil das sagt mein Großvater auch zu mir, der Kommunist kommt wieder. Dann haben wir gleich großartige Diskussionen, weil ich zu ihm sage, jetzt erklärst du mir mal, was ein Kommunist ist. Und dann trinken wir nicht. Ja, und dann trinken wir ein Bier miteinander. Also, der Kani hat schon gesagt, ich bin der Jürgen Bogner. Ich wohne da in einem wunderschönen kleinen Häusl am Rande von der oberbayerischen Diaspora in der Naht von Burghausen und bin verheiratet seit 25 Jahren mit einer wunderbaren Frau. Wir haben 3 Kinder, die haben zum Glück schon ausgezogen. Das ist super. Das Häusl gehört uns allein, zusammen mit dem Familienhund, weil das letzte Kind hat alle Fell, wie man so schön sagt. Und wir freuen uns aber recht, wenn uns unsere Kinder besuchen, gell? Und wir freuen uns umso mehr, wenn sie wieder fahren. Das ist halt eines der schönsten Gefühle, weil du dann merkst, jetzt ist wieder Ruhe im Haus, und dann winken wir eine halbe nachher und schauen, dass die ja wirklich vorne der Siedlung ums Eck gefahren haben, und wir dann wieder unsere Ruhe haben. Ja, arbeiten tue ich, wie der Kani schon gesagt hat, bei der IG Metall. Da habe ich mich vor knapp 10 Jahren dafür entschieden, dass ich mich dann nur mal direkt im gewerkschaftlichen Bereich wie nennt man das so schön, gefällt mir wie Beamtensprache, als Hauptamtlicher engagiere. Und da habe ich einen Kani eben kennengelernt, weil der auch so ein kleiner Teilzeitkommunist ist. Und ja, da haben wir schon gemerkt, wir haben da ein paar so überlappende Hobbys miteinander und beim Wrestling und so. Und das war dann irgendwie recht geschmeidig, und den Podcast hier ist schon eine Zeit, und ich finde ihn halt großartig, weil er im Bayerisch ist. Gell? Und das ist halt, das tut einfach einmal so gut, wenn man gescheit abnörden kann und dann noch voll im Gefühl in der bayerischen Sprache drin sein kann. Ja, anders darf es nicht gehen. Kurz noch im Hintergrund, habt ihr Mike jetzt schon ein paar Mal kichern gehört, so Ding sagen wir auch noch Servus. Ja, servus, grüßt euch. Ich bin's auch. Nicht, dass wir die komplett vergessen. Und die wird jetzt gerade richtig das Herz aufgegangen sein, oder? Als du jetzt gehört hast, dass irgendwann die Kinder ausziehen und du wieder deine Ruhe hast. Ja, ich hab mir gerade gedacht, der Herr, also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, weil dass wir alle so im selben Alter sind, aber wie bist denn du? Du, ich bin schon das fragt man Lady doch nicht. Über 40, aber nur unter 50. Ja. Okay. Du hast quasi wegen eher angefangen, weil bei mir dauert es noch ein bisschen, bis die raus sind aus dem Haus. Richtig. Du musst bald genug anfangen, damit du früh genug die Ruhe hast. Ja. Wer früher Kinder kriegt, hat schneller seine Ruhe quasi, oder? Ja, genau. Passt. Schön, dass du da bist, Mike. Mich freut's, wir kennen uns nicht, aber jetzt unterhalten wir uns ja nachher gleich. Wir haben uns gleich von Haus aus sympathisch. Das ist immer richtig gut, wenn man gleich so einen Leute am Rohr hat, gell? Super. Am Rohr, ja. Genau. Ja, Jürgen, ich sage auch nochmal schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir da mal wieder in einer Runde zusammenkommen, weil das letzte Mal, als wir abnörden haben können, das ist schon 3 Jahre vielleicht her, als wir uns persönlich gesehen haben, ist wieder mal Zeit geworden. Also darum sag mal unsere Hörer, was hast du denn eigentlich Schönes mitgenommen, über das wir heute abnörden wollen? Ja, ich hab mir gedacht, ich muss den Kani einmal darauf anreden, ob es nicht einmal kultig war, ob wir ein bisschen über eine Trickserie, über einen Cartoon einmal reden, und habe ihm gesagt, du schau jetzt, Masters of the Universe hat gerade ein riesen Comeback, riesen Revival, neue Figuren, Mattel dreht ein wenig am Radl, und auf Netflix ist ein ziemlich, meines Erachtens nach, starker Cartoon rausgekommen, der dann aber im Fandom, also so bei die Hardcore-Nerds, für wahnsinnige Spaltung gesorgt hat, und ich mir dann gedacht habe, Alter, was geht denn jetzt
da ab? Es ist doch bloß eine einfache Zeichentrickserie, die wo ein bisschen was aufgreift, das was uns als Kinder begeistert hat und das weiterführt, und ihr trat's da durch und mit Morddrohungen und also man merkt, das sind die Schattenseiten des Internets. Jeder kann ungefiltert gleich immer seinen emotionalen Tiefpunkt rausposaunen, anderen nicht verletzen, entwürdigen, und ich habe mir gedacht, lasst uns doch einmal darüber mit einer ganz anderen Brühen reden. Und darum habe ich den mit einpackelt und habe mir das gewünscht, dass wir da vielleicht auch von ein paar Hörern nur mal so Kindheitsgefühle wieder wecken. Ja, da haben wir gesagt, Bock drauf, machen wir, auf alle Fälle, kommst vorbei. Und jetzt hocken wir da mit rein. Gesehen hat's ja jeder, oder Mike? Jo. Ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich weiß noch ein bisschen was. Ein bisschen was noch, ja. Verzeih mal kurz, wie ist denn aufgebaut? Wo läuft das Ding? Wie viele Folgen gibt's? Gerade mal so ein paar Randnotizen, Mike, dass die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen, falls sie doch Bock drauf kriegen, wenn sie uns angehört haben. Genau. Also wenn jetzt nach der Folge, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, da macht's einen Netflix-Account, wo das habt schon einen, und dann gibt's da ein Master of the Universe Relevation, und da wird's 5 Folgen vorfinden. Das ist quasi die erste Hälfte der ersten Staffel, oder so kann man es sagen, oder? Ja. Das ist die erste Hälfte der ersten Staffel. Ja. Und ich möchte aber jetzt gleich noch dazu sagen, es ist nicht so kindgerecht, wie ich das eigentlich erwartet habe. Es ist um einiges robuster, das sieht man gleich in der ersten Folge, wenn schon mal einer aufgespießt wird und so, oder auch mal einer von den Masters dann drauf geht, wo ich sage, ja, das ist schon mal ein ganz anderes Level, als wie das, was ich aus der 80er-Serie eigentlich gewohnt bin. Die Idee ist vom Kevin Smith, der hat das Ganze umgesetzt, und er hat sich da ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt für manche, und ich muss für meinen Teil sagen, ich war am Anfang auch ein bisschen schockiert, aber das, was da wirklich da in der Fanbase da abgegangen ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und weil der Mike gerade sagt, dass da in der ersten Folge einer der Masters auch gleich mal das Zeitliche segnet, hauen wir jetzt gleich wieder mal eine Spoilerwarnung aus. Genauso wie der Kevin Smith in der Special-Folge, die es auf Netflix auch noch gibt, mit Interviews zu den ganzen Synchronsprecher. We want to spoil Motu. Und wir werden wir wollen da jetzt in Ruhe drüber reden, und darum hauen wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spoiler raus. Falls ihr das vorher anschauen wollt, drückt jetzt auf Pause. Netflix-Abo, 5 Folgen, circa 25 Minuten, sehen wir uns in 2 Stunden wieder, wir warten mal dabei. Ist gleich durch. Das habt's gleich, genau. Ja, Jürgen, du bist ja ganz tief drinnen, oder zumindest gefühlt ganz tief drin in dem Fanbase von dem Masters of the Universe. Ich sag dir oft auf Facebook, was du da treibst und was du für obergeile Beutel da jetzt auch schon abgestaubt hast, und jetzt warst du auf YouTube beim Kanal mit dabei. Wie war denn für dich jetzt das Erleben von der Serie, als du das angeschaut hast? Darf ich nur ausholen, weil das du ist ja so weit aus, wie du magst. Das ist ja total spannend, weil ich ja wirklich ziemlich ein Nerd geworden bin, das muss ich also sagen, und bewusst ist mir das ja dann vor 10 Jahren das erste Mal so richtig geworden, weil da bin ich das erste Mal auf eine Masters of the Universe Convention nachher gefahren, da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich mein Coming Out, gell? Bin zu die Preisen aufgefahren nach Nordrhein-Westfalen, sagt zu meiner Frau, ich tue das jetzt, und dann hat sie gesagt, ja, tu es nur, aber tu es ohne mich, gell? Und das sagt meine auch dabei. Ja, also die kennen sie vielleicht, die zwei. Und dann bin ich da hingefahren und war halt dermaßen positiv überrascht, was das für schöne 3 Tage gewesen sind. Und das war also das erste Mal wieder seit langem in meinem Leben, wo ich so aus diesem Alltagsstress, den kennt ihr vielleicht, Arbeit, Familie, da hast du immer irgendwas, das was der halt alle im Schädel drin umeinander treibt. Und die 3 Tage war das plötzlich wie weggewischt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und was auch griffig ist, du triffst irgendwelche Leute, die du nicht kennst, aber du hast sofort was, mit denen du drüber ratschen kannst, ja, weil es ein Thema gibt, das was die verbindet. Und seitdem bin ich da ziemlich tief eintaucht. Actionfiguren sammle ich schon seit über 20 Jahren jetzt mittlerweile. Wie das halt alle die ältere Generation macht. Der Vater hat noch Modelleisenbahn und der Großvater halt Briefmarken, aber irgendwas wird immer gesammelt, und bei mir ist es halt das. Bin dann vor 2 Jahren tatsächlich, habe ich dann den nächsten Schritt gemacht und bin zu der ganz großen PowerCon Convention nach Kalifornien umgeflogen. Meine Frau hat gesagt, du hast einen Vogel, und ich habe dann das Ticket gebucht und bin da umgefahren, und dann war da der Kevin Smith da, gell? Und ich habe den momentan gar nicht kennt, weil er der Grippe ja so abgenommen hat. Ja. Und hat da diese Serie angekündigt. Und der Saal da drinnen, da waren 500 Leute drin, guckt bei dem Panel, der hat toppt.
die haben ausgeflippt. Das war ein Feeling momentan, wie das wisst, und die Amis können ja sowieso alles sie dann nochmal zusätzlich so hochputschen. Da bist dann du als einfacher Deutscher, der wo so sehr bodenständig und geerdet unterwegs ist, denkst du, Alter, was geht denn jetzt gerade ab? Und dann haben die das gefeiert und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, ist eine mega große Erwartung ans Laufen gekommen und dahingegen, glaube ich, war es so, wie der Mike dann ja schon gesagt hat, dann schaust du in den Cartoon ein und wirst am Ende der ersten Folge megamäßig überrascht, weil du sagst, Alter, jetzt am Anfang haben sie noch ein bisschen so den Vibe und das Feeling aus der 80er-Cartoon-Serie aufgenommen, mit witzigen Anekdoten, wie es Orko, der Trottel, dem eigentlich nichts gelingt und alles wird irgendwie gut, weil He-Man stampft einmal auf den Boden auf und dann gibt's eine Welle und alle Feinde fallen um und dann schmeißt man einen Felsen nachher und plötzlich verreckt der erste Master. Am Ende der ersten Folge hast du halt gleich Skeletor und He-Man tot. Ja, und das Geheimnis kommt auf. Und dann denkst du, Alter, die trauen sich was. Ja, die gingen an die ganze Story anders ran. Und da hast du dann schon gemerkt, oh, ja, da kann irgendwas aufkommen, was du sagst, jetzt kriegen wir mal einen ganz anderen Blickwinkel aus den ewigen gleichen Geschichten, die 40 Jahre lang alle gelaufen sind. He-Man haut Skeletor aufs Maul und seine Spätzchen dürfen rund um ihm dann beklatschen und abfeiern und ein Skeletor seine Schergen müssen hinten dann alle zusammenkehren. Also das ist das, was du alle kennt hast, das Gute besiegt das Böse. Und diesmal haben sie halt auch an das Storytelling. Sie sind modern geworden, sie haben sich an Serien, an Zeichentrickserien, die jetzt da laufen, wahnsinnig stark orientiert und man sieht ja, dass im Hintergrund die Macher, vielleicht wer sich auch bei Netflix nochmal ab und zu einmal andere Zeichentrickserien anschaut, Castlevania, also die Macher von Castlevania haben auch da bei der Revelation-Serie mitgewirkt und das ist total spannend zum Anschauen und ich habe mir es gestern nochmal zur Vorbereitung für heute nochmal angeschaut und habe mir wieder gedacht, Alter, mich flasht das einfach und ich finde das mega geil, dass man sich einfach mal traut, aus dem alten Stiefel, aus dem ewig gleichen rauszugehen und einfach mal andere Geschichten zu erzählen. Ja, ich hab's mir gestern auch nochmal angeschaut zur Vorbereitung, weil ich bin da immer sehr, sehr fleißig und schau mir alles kurz vorher nochmal an, damit ich das voll im Kopf drinnen hab. Und ja, bei denen, wie wir vorher schon gesagt haben, 5 Folgen auf 25 Minuten, die hast du gleich durchgeheizt. Und ich muss auch sagen, ich fand das, beim ersten Mal hab ich mir auch gedacht, Alter, die sind einfach ganz schön mutig, was sie die da trauen und schauen wir das so ganz durch. Hat mir aber nicht gestört, weil ich genauso sehe wie du, das ist einfach mal eine andere Herangehensweise und ein Aufbrechen von vorhandenen Strukturen, weil die alte Masters of the Universe Serie habe ich vor 4 Jahren bis mal angeschaut und die ist absolut geil zum Anschauen, aber es ist einfach, jede Folge passiert schnell Abenteuer, es gibt am Ende immer so eine geile Message noch und dann ist Go. Und jetzt kriege ich halt Master of the Universe in ein erwachseneren Gewand und habe eine richtig fortlaufende Geschichte und auch wenn es die Beschwerden, die man eben noch jetzt zum größten Teil kriegt, ist eben das, jetzt ist da gerade eine Frau im Mittelpunkt und der He-Man ist tot, was ist denn los? Ja, es sind 5 Folgen, das ist Part 1 von Staffel 1, also es kämen wahrscheinlich nochmal mindestens 5 und wer weiß, wie es weitergeht, das ist halt auf eine längere Sicht angelegte Story und mich hat die vollkommen angefixt, weil, wie gesagt, mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie einen He-Man umbringen und vor allem, dass sie 2-mal umbringen. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich schon ganz schön bockig war. Also ich habe nach die ersten 2 Folgen habe ich wirklich einmal ein paar Tage gebraucht, um weiterzuschauen. Ich habe dann wirklich auch spekuliert, schaue ich wirklich weiter, weil mir das wirklich vor den Kopf gestoßen hat. Also wie gesagt, ich bin auch ein Riesenfan und so weiter und so fort und ich kann es auf gewisse Weise verstehen, dass manche Leute auf das ganz schön krass reagiert haben, weil ja die ganze Fanbase seit die 80er besteht. Ja, und die Leute haben bestimmt die Regelwerke im Kopf, die haben die Charaktere im Kopf, die haben die alte Serie im Kopf, die haben den Film im Kopf. Und dann macht man von mir sowas und bringt den Helden um, den Helden ihrer Kindheit. Und dass da manche durchdrehen, gut, dass man sich da ein wenig beschwert drüber, ist ja okay, aber dass manche dann so durchdrehen, ist wieder was anderes. Ja, mir kennt man das ja, gell? Ja, und ich für meinen Teil muss sagen, es ist einerseits total mutig, was sie da gemacht haben, andererseits seid mir nicht best, vielleicht auch ein bisschen dumm, weil Netflix einmal setzen ja ganz oft irgendwie schnell mal so eine Serie ab. Und wenn die gespannt, okay, die Leute die fühlen sich da auf, weil die Serie nicht so ankommt, weil es eben der Einstieg so mutig ist halt die Gefahr groß, dass eingestampft wird. Wo ich gesagt hätte, jetzt wenn ich das Konzept erarbeitet hätte Fahrradkette, hätte ich gesagt, okay, wir machen mal 2, 3 normale Folgen.
Los, man dann einen Himmel sterben, macht man voll den Cliffhanger und dann hängt dann alle Pfotzen ab, ja, dann hat jeder was zum Schmerzen, muss sich noch keiner stark aufregen und jeder ist gespannt, wie es weitergeht. Das war für mich die bessere Herangehensweise an das Ganze gewesen. Aber ich hab mich dann zusammengerissen, hab die Arschbacken zusammengezwickt, hab mir die restlichen Folgen noch angeschaut und war dann aber auch total begeistert. Also das ist wirklich Fantasy-Epos, meiner Meinung nach schon gleich. Und wirklich, es richtet sich wirklich an ein erwachsenes Publikum, wo man sagt, es werden Themen behandelt, die jenseits sind von der alten Serie und wirklich auch erwachsenes Publikum auch ansprechen. Also im Nachhinein jetzt tut mir sogar direkt leid, dass ich so ein Arsch war am Anfang und so Bock hab. Aber ja, im Nachhinein saugeile Serie, kann man nix anderes sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich finde das jetzt total schön, dass dir da gerade so gegangen ist, weil natürlich manchmal lebt das so eine Serie von dem Kontroversen und da bin ich auch bei dir. Viel aus dem Fandom haben gesagt, hey Alter, wenn du uns am Anfang ein bisschen besser abgeholt hättest, ja, also gerade die, was so gegangen ist wie dir, gib mir am Ende von den 5 Folgen diesen Cliffhanger, dass die 2 sterben, dann bin ich vielleicht ganz anders gehuckt. Und ja, vielleicht war es ein bisschen mutig vom Kevin Smith, aber weißt du, in der Retrospektive ist das alle ganz einfach, dass du dann sagst, funktioniert's nicht, trauen wir uns was, trauen wir uns mal was nicht. Wir wissen ja noch die ganze Diskussion um Star Wars, machst alles wieder so, wie es vorher war, ist nix, gehst dann mit Episode 8 einen ganz anderen Schritt, dann ist es auch wieder nix und kommst mit Episode 9 wieder zurück bei dem, was wieder am Anfang war, dann es ist, glaube ich, immer wenn du so ein Franchise anpackst, das was schon so viele Jahre auf dem Knack hat und wo es so viel kindliche Emotion auch damit verbunden ist, ist immer gefährlich. Und wobei man halt auch sagen muss, dass sie bei Star Wars wirklich auch eigentlich gar kein Konzept nicht gehabt haben. Die haben den ersten Film rausgehauen und da war kein Konzept da. Die haben jetzt geschaut, okay, wie funktioniert das, kommt das an bei den Leuten und dann schauen wir, wie es weitergeht. Man kennt da direkt, dass das eigentlich im Endeffekt 3 verschiedene Filme mit 3 verschiedenen Storylines warten, das wo im Endeffekt da jetzt so zusammengeschustert und zusammengestopselt worden ist zu einem Ganzen, wo es einfach hinten und vorn, durchwachsen ist. Du hast recht, müssen wir jetzt auch keine Star Wars-Diskussion nicht überführen, weil sonst haben wir nur 5 Folgen. Es ist halt, du hast an dem wieder gesehen, wie schnell die Stimmung bei den Leuten auf und ab geht. Ja, Episode 7 hat alle gehypt und am Schluss haben wir aber dann, wie wir nüchtern gewesen haben, gesagt, ja, eigentlich war es ja wie Episode 4. Ja? Wir sind wieder rumgeflogen und haben halt diesmal einen noch größeren Todesstern, der war diesmal ein Planet, haben wir halt den zerschossen. Und das ist halt also die Frage, wenn du sowas angreifst, da wo dann manchmal so eine heilige Kur dahinter ist, wie machst du das, gell? Und ich glaube, Netflix juckt das relativ wenig, weil denen war bekannt, was da passiert. Es hat ja dann nach dem Shitstorm, der abgegangen ist dann relativ schnell also eine Art Pressesperre ausgegangen zu den amerikanischen Sprechern, weil am Anfang hat sich der Kevin Smith noch relativ gut angelegt mit den Fans, vernünftig angelegt, auch mit den Hater, weil er gesagt hat, ihr werdet ja nicht glauben, dass mir Mattel ewig viel Geld an den Arsch reinbläst und mir einen Haufen Kohle mitgibt, dass ich eine He-Man-Serie mache und ich dann einen He-Man sterben lasse. Auf welchem Planeten hat's denn hier unterwegs? Hallo, wir haben 5 Folgen der ersten Staffel angeschaut. Bitte, ja. Kontenance. Das sage ich. Da hat er halt natürlich die Leute nur besser stellenweise angestakelt. Aber wie er halt auch so ist, weil du hast dann gemerkt, da hat er selber nicht aus seiner Haut können. Aber Mike, ich find's großartig, dass dir das momentan so gegangen ist und dass du gesagt hast, nach 2 Folgen, jetzt bin ich ja wegen bockig, weil irgendwie läuft das nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, ich habe ausgegangen zum Rasenmann. Ich bin ausgegangen zum Rasenmann und hab mir das so im Kopf gelassen, denke ich mir, Kruzifix. Du bist der einzige Depp, der dann lieber zum Rasenmann geht, anstatt dass er hier sitzt und sagt, okay. Das habe ich sowieso da müssen. Das war wurscht gewesen. Ich habe 3 Folgen vor mir, 3 Folgen. Das wäre noch 1 Stunde. Anstatt ich mir die 3 Folgen schnell anschaue, bevor ich den geschissenen Rasenmann gehe aussehen und bin würdig. Oder wie du Saudepp? Du bist so richtig alter weißer Mo. Ja, habe ich aussehen müssen. Du weißt, was das gewesen ist, weil der Mossman gestorben ist und hat ausgehen müssen. Ja, und dann quasi gleich einmal die Beerdigung zelebriert und hat gesagt, jetzt sind wir wieder Rasenmann und geh ein bisschen in die Natur. Genau, weil hat wahrscheinlich die Frau gerade reingeschaut und hat einen Mossman-Verbrenner gesehen und hat gesagt, du, bei uns war ein Haufen Grenzzeug, das weg. Ja, geh mir aus. Bei mir war es genau umdreht. Also ich habe mir das angeschaut, die erste Folge.
oder die erste Folge eben und dann passiert das und ich war dann erst einmal richtig angefixt, weil, wie es der Kevin Smith schon selber gesagt hat, war mir auch klar, die werden jetzt keine Master of the Universe Serie machen, einen He-Man in die ersten Folge abstechen und dann, oder halt verschwinden lassen und dann sagen, okay, das war's, Master of the Universe, jetzt ist die Teela die Heldin für die restliche Zeit. Ich sage mir, wenn ich mir 5 Minuten drüber nachdenke, dann muss mir das einfach klar sein, dass das nicht so ausgehen kann. Und ich war halt dann drauf schon angefixt, dass ich wissen wollte, okay, wie werden sie den wieder zurückbringen, weil irgendwie muss er wieder zurückkommen. Ja, dann schaust du so, dann ist das, und es werden ja wirklich unglaublich fein, unglaublich coole Figuren eingeführt, und, die dann dabei sind. Orko ist am Start, der ist super cool, und ich finde, die Teela ist sehr geil geschrieben für die Serie. Die hat richtig Spaß gemacht, und auch die Andra, die da miteinander mit der Evelyn dann noch ein wenig am Mount gehen, dass die wieder die Magie zurückbringen nach Eternia. Ja, und am Schluss denke ich mal so, passt schon her, da ist wieder der Adam, ist er wieder am Start der He-Man, und dann denke ich mal, cool, jetzt kommt so der finale Kampf erst einmal, dann kriegt der Skeletor auf die Fresse, und ja, dabei wird der Adam abgestochen, und dann gibt's einen Skelegod, oder? Skelegod heißt der. Ja. Genau. Und dann sitze ich wieder da und denke mir, ja, Kruzifix, was ist jetzt mit euch? Jetzt habe ich 5 Folgen angeschaut und jetzt möchte ich noch mehr wissen, wie es weitergeht, und jetzt soll ich warten. Warum kriege ich nicht die ganze Staffel hergeschissen? Bin ich noch am Ende sofort wieder aus zum Rasenmann. Schon wieder gleich, oder? Ich bin mit der Nogel schon aus. Da habe ich gesagt, nein. Jetzt hat er schon keinen Rasen mehr, er ackert schon durch, weil die Messer schon so weit runtergestellt haben, dass er schon durchs Erdreich durchgeht. Ja, also wenn man jetzt einmal die nostalgische Brille abnimmt, finde ich, haben sie einen ziemlich guten Story-Arc umgebracht, wo du sagst, du bist so angefixt, dass du wissen möchtest, wie es weitergeht. Und durch das, dass er halt ziemlich schnell am Anfang die beiden Hauptakteure rausnimmt, gibt er halt den anderen Figuren den Platz. Und das finde ich halt, also wenn es die auf das dann einlässt und sagst, wie dann plötzlich jemand wie die Teela, aber wie Evelyn und der Orko und Cringer und der Roboto, wie die alle dann am Profil gewinnen. Ja, und das ist halt manchmal sehr schwierig, wenn der blonde Hühne da ist und immer den Tag rettet. Mir hat's ja schon in die 80er Jahre gewundert, warum die anderen überhaupt nur aufgestanden sind und mitgefahren sind in so einer Rettung vom Grayskull gegangen ist, weil am Schluss hat ja der He-Man immer die Arbeit gemacht und du hast gewusst, dass der andere wird's immer versemmeln. Aber letztendlich ist das halt eine sehr, sehr coole Geschichte nachher geworden, und du siehst halt auch, was passiert, wenn plötzlich diese Standardgrößen oder wenn dann dieses Gleichgewicht auseinanderfällt, und der Triclops, der wunderbar synchronisiert ist vom Henry Rollins, wie geil ist das, Alter, dann diese Techno-Sekte gründet und das heilige Masterboard anbietet. Ja, genau, und das Zahnradl. So geil. Und du stehst dann bloß und so, Alter, ja, genau. Was da passieren, wenn die Ordnung aus dem Gewicht außerfällt. Und das ist eigentlich eine schöne Idee, einmal zu sagen, den Kosmos so auszumachen. Bin ich voll dabei, ja. Und es wird halt auch wirklich mal mehr beleuchtet an Figuren, die es da sonst, weil ich glaube zum Beispiel die Andra, die ist ja, was ich dann in dem Interview noch gehört habe, war ja die nur mal eine kurz erwähnte Figur in einem Comic, die hat es glaube ich so nie gegeben oder ist nie vorgekommen in der Serie, in der alten. Und auch ich glaube den Stinkor, den, glaube ich, der hat's auch nie irgendwo eingeschafft. Der war gerade mehr ein Konzept oder nur Spielzeug. Scarglow, ja. Ja, genau, der auch noch. Also es sind wirklich unglaublich viele tolle Figuren mit eingekommen, die man richtig, wo man jetzt gedacht hat, oh cool, er ist noch dabei und hier haben wir noch einen am Start. Ich hab von jeder Folge immer mehr Bock gehabt, als ich mir anschauen, weil ich mir einfach immer wieder auf eine neue geile Figur gefreut habe. Ja, und vor allem, auch wenn jetzt wirklich einer mit der Serie, mit dem Konzept ein wenig ein Problem hat, ist er ja trotzdem als alter Masters-Fan total hin und weg, oder müsste er eigentlich sein, wenn er dann wirklich Charaktere dabei hat, die wo es eigentlich nur als Spielzeug gegeben hat, wie du schon gesagt hast, den Stinkor oder den Scarglow oder sowas, wo du sagst, wow, jetzt sieht man die auch endlich einmal in Aktion, oder den Hero oder so. Also das ist, allein schon, das ist mega Fanservice. Da kennt man auch schon, dass der Kevin Smith eigentlich von der Materie brutal viel Ahnung hat. Voll, ja. Was schon dazu kommt, dass Kevin Smith verloren hat, der was so im Hintergrund mit die Fäden zieht, ist der Rob David. Da schaut's nochmal bei die Credits ein wenig rein, das ist der schon lang ein bisschen so diesen Gral in Anführungszeichen hütet bei Mattel und da ein bisschen drauf schaut, also bei der neuen Serie, die jetzt halt hauptsächlich für die Kinder hergestellt worden ist. Konzipiert. Ja, danke, Conny, du bist einfach der Fremdsprachenexperte. Der Rob David hat so im Hintergrund, der schaut da immer, dass gewisse Sachen nicht aus dem Ruder auslaufen können und dass die Zusammenhänge schon noch mit
also dass es Sinn ergibt. Und da war mit Sicherheit der Kevin Smith auch dankbar, dass der dann natürlich sicher nicht Nerds und sicher nicht Insider und wer nicht so tief drin hängen mit an der Seite hat. Und das ist so, wie der Mike gesagt, also du feierst halt die erste Folge schon megamäßig ab, als du den Fisto und den Clamp Champ loslaufen siehst, die haben es nie in die Serie geschafft und dann, was halt der Oberhammer ist, als die da Grayskull angreifen und da stehen eine Armee von Skelkens da, die es auch nie wirklich in der Zeichentrickserie gegeben haben. Das ist ja so eine Erfindung aus alten Ladybird-Bücher aus England. Ja, da ist dieses Konzept dieser Skelken-Krieger mal aufgemacht worden, hat aber dann nie wieder in der Masters World eine Rolle gespielt und die haben es da mit eingebaut. Also das haben einige Fans mega hart abgefeiert, wie man da diesen Fanservice gemacht hat. Ja, da hast du vollkommen recht, Mike. Das ist, da sitzt du momentan da und da möchtest du am liebsten die Faust verschlucken in dem Augenblick. Oder ein Rasenmann, das weiß man nicht. Ja, genau. Nein, nicht Rasenmann. Das war alles cool. Ach so, okay. Ja, zumindest haben sie sich ja diesmal nicht aufregen können über den Zeichenstil. Das haben wir ja ein paar Jahre davor erlebt bei dem She-Ra, The Prince of Power Reboot. Da hätten sie ja fast alles niederbrennt, weil die She-Ra eben jetzt so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet ist. Und gut, ich hab die alte She-Ra-Serie hab ich mir nicht angeschaut und irgendwann habe ich mal was braucht für nebenbei zum Laufen lassen. Aber da hab ich gedacht, jetzt lass einfach mal She-Ra ein bisschen laufen. Der Zeichenstil ist okay, vor allem wenn du es dann in Bewegung sechst und drinnen bist, dann ist es ganz schön. Und dann war es auch so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das läuft jetzt nicht mehr nur nebenbei, sondern ich mag mich jetzt direkt darauf konzentrieren, weil es echt eine ganz schöne Geschichte erzählt. Und was ich mittlerweile gelesen habe, ist anscheinend gehört die offiziell zu dem Revelation Universe dazu und dass da auch schon wieder was im Hintergrund gemountet wird, ob es da nicht eine kleine Überschneidung geben soll. Das ist ja folgendermaßen, dass das, was auf Netflix gelaufen ist, She-Ra and the Princesses of Power, ist ganz wichtig, Mehrzahl. Prinzetten. Genau. Die kann man, wegen der Story muss man sich unbedingt anschauen, weil es auch da über 4 Staffeln eine schöne Geschichte erzählt, auch sehr mutige Wege geht, Liebe zwischen Frauen, viel Diversität drinnen ist. Der Bo zum Beispiel hat 2 Väter, gell, die haben offen schwul und immer das, wenn das halt dann passiert in so einer Serie, die schon 40 Jahre alt ist und eigentlich früher ganz anderes Pudel transportiert hat, gibt's Leute, die drehen durch. Ähnlich wie jetzt bei Revelation eben, wo man gesagt hat, und die Tila ist jetzt im Mittelpunkt und gleich das erste Jahr die Lesbenfrisur. Ja, genau, das habe ich erklärt. Die scheiß Kampflesbenfrisur, was mache ich mit der, die möchte ich gar nicht sehen. So übel, unter dem, Alter, ihr habt's doch in die 80er aufgewachsen, wir haben in die 80er alle so rumgelaufen. Wir haben das Pop-and-Wave-Zeitalter gehabt und wir haben hinten aufgeschert und vorne ist der blöde Schiebe runtergekinkt und das war total normal und jetzt ist es halt eine Kampflesbenfrisur und ständig wird halt auch der Tila und der Andra ein Verhältnis andichtet. Ich sage, wenn das der Adam mit dem Fisto gemacht hätte, wären es die dicksten Spätzchen überhaupt, ja, weil die abends nur am Lagerfeuer sitzen und wenn das 2 Mädels miteinander machen, die sich blind verstehen, miteinander um die Häuser ziehen und was weiß ich, Aufträge erledigen wie in irgendeinem alten Diablo-Game. Der nächste Questgeber steht da drüben unter der Ecke, okay, hol mir den Becher von B und bring ihn nach C. Dann, wenn das 2 Mädels miteinander machen, dann haben sie immer gleich was miteinander am Live. Ja, genau. Das ist so, wo ich mir denke, Leute, bitte, in welcher Welt lebt's ihr? Wir beobachten ihr eigentlich euer Umfeld. Und was habt ihr für ein Frauenbild mittlerweile gewonnen? Also. Ja, genau. Das denken wir dann auch immer, nicht jedes befreundete Frauenpärchen, das so laufen 6 macht daheim sofort Schere, sondern die gehen vielleicht auch gerade einen Tee trinken daheim. Also, bleibt einmal ruhig, eure Fantasie, die befriedigt euch auf Pornhub oder sonst irgendwo, das soll jetzt keine Werbung sein, gibt's bessere Seiten, aber nicht jeden, den es draußen seht, der macht das, was ihr euch da vorstellt, gell? Ja, ganz, ganz bitter. Und eigentlich berauben sie viel Leid dann wirklich der Tiefe von der Story, weil jetzt war ja der Mike, glaube ich, ist gewesen und du hast es auch gesagt, Kani, es ist schon fast ein kleiner Epos, ja, nach den 5 Folgen, also Fantasy-Epos. Und wenn man sich da die Chance gibt, total schön. Und zumindestens ist es so, dass, was du vorher angesprochen hast, es wird She-Ra-Figuren in der Masterverse
Toyline geben von Mattel, wo unter anderem auch die Revelation-Figuren erscheinen. Also Mattel macht das momentan sehr geschickt. Die haben eine große Figurenserie rausgebracht, die nennen es Masterverse, und innerhalb von Masterverse kann alles passieren. Jetzt wird's gleich ein bisschen eine Feedback-Schleife haben. Das kommt mir doch bei Marvel bekannt vor. Ja, ein Multiversum. Und das versuchen sie halt jetzt als erstes definitiv einmal mit den Figuren und den Figurenverkauf über die Schiene zu pushen und sagen, wir buttern jetzt alles in Masterverse ein, was jemals irgendwie in irgendeiner Form von He-Man gegeben hat. Ob das all die Konzeptzeichnungen aus die späten 70er, frühen 80er haben, ob das aktuelle Figuren aus einer Zeichentrickserie haben, ob das Figuren haben, die sich gerade irgendwie beschäftigen mit einer anderen Figuren-Toyline. Das ist, die machen sich gerade Tür und Tor auf und wollen natürlich dem erwachsenen Sammler dann so richtig geschmeidiges Geld aus der Tasche ziehen. Und ich sage, bring me in, okay? Shut up and take my money, weil es wurscht ist. Yeah. Mir hat jetzt erst der Kumpel, ist jetzt verzeiht, aus Österreich, Salzburg, Grüße gehen aus in Heigl, kommt auf Besuch oben, was bringt er mit? Master of the Universe, Fisto, welcher war's? Fisto, Man at Arms? Oder Fisto oder mal mitgebracht als Figur. Der Ding immer, also 1000 Dank dafür, dass du so ein schönes Geschenk mitbringst, aber du blöder Hund, du blöder, jetzt muss ich eigentlich anfangen, dass ich die ganzen Figuren kaufe, weil du weißt, dass ich Komplettist bin. Ja. Verdammte Kacke, wie soll ich mir das leisten? Der ist von Mattel beauftragt worden, weißt du? Ich glaube auch, ja. Der Zuverlässige mit der eisernen Faust. Genau. Und wenn er bei mir mit Fisten anfängt, dann hat er eh gleich Stollen drin. Also da bin ich ja. Ich hab meinem Großen jetzt die Ding gesagt, das Intro von der alten Serie, das hat er sich dann 3-mal hintereinander anschauen müssen. Und auf einmal hat er dann gesagt, Papa, bei der Macht von Grayskull. Ja. Weißt du, was ich dann da hab? Dann bin ich bei MyToys rein und hab einen sauberen He-Man, einen Battlecat und einen Skeletor bestellt. Und jetzt warte ich gerade auf Weihnachten. Dann geht's ab, dann kämpft man unterm Weihnachtsbaum, dann geht's ab. Wenn ich sowas sag, dann schenkst du mir nichts zu der Wirtsbelohnung. Was mit dir? Ja, du bist dann nicht mehr Fleisch und Blut, Junge. Ach Kim, jetzt sind wir im Herzen sind wir Brüder. Ja, das stimmt. Und dann wunderst du dich, dass ich dir die ganze Zeit den Namen knicke, die Wulz auf. Ja, aber das ist doch so oder so. Nie. Was dann Skeletor von mir kriegt, bin ich wieder blöde Sau. Wieder aber Hachi und der Ranger. Macht's ja nur gescheite Blut. Ja, genau. Habt ihr das eigentlich schon mal auf Englisch angeschaut oder nur auf Deutsch gesehen? Definitiv, Englisch ist der absolute Sehbefehl. Das ist nur so der Benefit an der Serie, dass du mindestens einen Grund hast, das dann zweimal zum Anschauen, weil natürlich mit der Originalsynchro, du hast grattenstarke Sprecher, die Sarah Michelle Gellar zum Beispiel als Teela, alle kennen mir noch Buffy, Vampire Slayer. Mhm. Meine erste große Liebe. Ja, der erste, genau. Bei mir war es Pippi Langstrumpf, ähnlich wie beim Mittermeier. Und du hast einen Mark Hamill als Skeletor und das ist Wahnsinn, gell? Das ist unglaublich, also wenn man eher ein bisschen ein Fan ist von den alten DC-Geschichten und er hat einen grandiosen Joker alle gegeben und eigentlich wollte er sie aus dem Synchro-Geschäft zurückziehen. Danke Episode 7, 8, 9. Da braucht man vielleicht immer oft so ein Pulver, das was man mitnehmen muss. Aber tatsächlich hat er gesagt, als er ihm dann der Kevin Smith den Skeletor antragen hat, hat er gesagt, das ist scheiße, jetzt muss ich es machen. Und das ist einfach so gut. Es ist dermaßen, wie gesagt, Henry Rollins und durch die Bank haben es stark Gespräche. Der Mossman zum Beispiel wird vom Oppenheimer gesprochen, der hat früher in die 80er einen Skeletor geredet. Das ist recht witzig, dass da dieses Comeback auch da ist und da wirklich Empfehlung, vor allem weil nur mal ein paar Wortwitze im Englischen einfach besser passieren. Also wenn der Mossman verbrennt, sagt er halt im Englischen, smells like pine. Und das war ja alle das Action-Feature aus die 80er, der Mossman hat halt nach Pinie gerochen. Und das sind halt so schöne Geschichten, die kriegst du gerade im Englischen mit. Ja. Und da, also wer es noch nicht angeschaut hat, auch von euch zwei und von den Zuhörern draußen, unbedingt, wenn ihr es einmal durchgezogen habt und euch dann beruhigt habt, nach der dritten Runde rausmachen, geht's nur mehr eine oder dann nur mehr im Englischen und super. Ich hab nur einmal umgeschaltet, weil ich die Stimme vom Tony Todd als Scarglow hören wollte. Ja. Weil der Tony Todd ist ja unser Candyman. Ja. Und den fand ich mega. Also das, wie der das da unten macht, also das ist schon fast so wegen horrormäßig. Also die Szene da unten mit dem Scarglow, Weltklasse. Ist allgemein ziemlich gruselig. Und dann natürlich ein Kevin Smith, der Spätzler, Jason Mewes, spricht einen Stinker.
die Lena Headey ist dabei, allseits bekannt als sehr verhasste Cersei Lannister. Die spricht in dem Fall wieder mal eine ganz sympathische Figur, nämlich die Evelyn. Aha. Und dann haben wir noch einen Game of Thrones Seppen dabei, einen Liam Cunningham haben wir dabei, einen Zwiebelritter, der spricht unser Man at Arms. Ja. Also das ist ja ein Riesen, also was da an Stars aufgefahren werden, die da die Figuren sprechen, das überhaupt, weil Mark Hamill hat man natürlich gewusst, mit dem ist groß geworden worden, aber dass diese anderen Figuren, das habe ich gestern nur diese Sonderfolge auf Netflix angeschaut, wo sie die Synchronsprecher interviewen und dann zuerst habe ich gar nicht richtig beschäftigt und sage, Alter, Sarah Michelle Gellar, geil, Lena Headey und einen Bomben nach dem anderen haust du da aus, aber dann passt du mir ja auf alle Fälle nochmal schnell auf Englisch durchhörzen, das Ding. Ja. Also wirkliche Empfehlung, weil es dann nur einmal zusätzlich Spaß macht und du dich ziemlich stark auf die Dialoge konzentrierst, weil Story ist da bekannt, du weißt da, wann was kommt und da hast du dann einfach nur mal die Chance zu sagen, oh, wie geil. Und wie der Mike schon gesagt hat, das mit dem Scareglow ist natürlich da in Subternia, das ist, ich finde da insgesamt in der ganzen Serie werden halt wahnsinnig viel Filme zitiert und manchmal hast du gedacht, da haben sie wieder geklaut und da haben sie wieder, und dann denkst du wieder, gleichzeitig ist es natürlich immer Verneigung und auch eine Ehrerweisung, wenn in so einer Serie Filme ziemlich stark wieder herangezogen werden, weil du siehst so viele Geschichten, also allein die Geschichte mit dem Stinkcore, wenn sie den nachher aus seiner Müllhalde rausschmeißen und die Tila an dem Gemüsestandel-Händler vorbeigeht und schmeißt ihm da die Skate um, Han Solo, Cantina-Serie, tut mir leid, die Sauerei, dann warst du sofort bei dem One-Liner, geklaut wie die Sau, gleichzeitig diese Verneigung mit drin hat, ja. Und das ist halt, wo du dann halt denkst, das ist dann so cool, wenn du als Nerd schon das abfeierst, was da passiert und du dann beim zweiten, dritten Mal schon anschauen, plötzlich merkst, da zitieren sie das und du kriegst von Star Trek die Borgs, das ist natürlich ganz starke Anleihe, was mit der Techno-Sekte da dann passiert und so Kleinigkeiten unten im Subternia, wenn die Tila das blaue Licht einschaltet, weißt du, und dann denkst du wieder, ja genau, die Kampflesbe, der Rambo, gell, und was macht blaues Licht? Genau, es leuchtet blau. Genau. Und das ist halt, das ist sehr lässig und vor allem, weil sie den eigenen 87er Real-Movie mit einbaut haben bei der letzten Folge, wenn nämlich Adam und Tila auf die Diskusscheiben da durch den Wald durchfliegen und somit die ganzen anderen Inkarnationen des He-Man im Endeffekt da treffen. Und das ist ja auch eine Szene mit Dolph Lundgren aus dem 87er Kinofilm, weil da haben sie auch unterwegs auf so Diskusscheiben. Und das ist total griebig, weil du immer wieder was entdeckst und du denkst, geschmeidig. Sehr schön. Vielen Dank. Auch da nochmal Fanservice. Vielen Dank. Passt. Netflix. Ja, kriegst mein Geld weiterhin. Ich kündige doch genau. nicht. Noch nicht, noch mal gerettet. Aber jetzt bei der Kevin Smith, das ist sowieso ein Riesen-Nerd. Ja. Der, glaube ich, kann gar nicht anders als überall, wo es nur gerade geht, irgendwas zitieren und sich irgendwo verneigen, weil das zeigt ja also dermaßen abfeiert. Gibt es irgendwie auch ein lustiges Video, da eine kurze Werbung in der Zusatzfolge, wo es dann heißt, ja, wir wissen schon, jetzt habt Netflix, weil es keine Werbung nicht sehen wollt, aber sie kennen jetzt einfach nicht aus, weil einer der besten Regisseure aller Zeiten hat eine Werbung gemacht zu den Mattel-He-Man-Figuren und die müssen sie jetzt einfach schnell einspielen. Und dann sagst du halt mit dem Jason Mewes, wie es halt da mit den Plastikmanschkerl von Mattel umeinander spielen und kämpfen und einfach nur so einen ganz schlechten Werbespot dran im Stile von den 90er, gerade dass halt statt Kinder, das man sieht, zwei alten Deppen da umeinander hauen. Ist auch ein super Witz, super geil. Ja. Und da merkst du einfach auch, wie er da steht mit seiner Hosen. Er hat ungefähr 100 Kilo abgenommen, hat aber trotzdem das gleiche Gewand noch wie vor 100 Kilo. Das ist Wahnsinn. Und dann steht er einfach da und irgendein Skeletor-Shirt und sein Kappe so geil schlecht verkehrt rum auf. Er ist einfach durch und durch ein riesiger, geiler Nerd auf. Ja. Wie ich ihn da 2019 gesehen hab, der hat ja dann alle dieses pinke Sakko an. Das ist ja mir auch um 5 Nummern zu groß mittlerweile. Und dann war das Panel fertig und dann bin ich vorgegangen. Da war die Chance, dass die schnell mit ihm unterhalten. Habe ich gesagt, du schaust aus mit deiner Jacken wie der alte Prinz Adam. Und dann hat er einen riesen Gaudi gehabt. Und wir haben Security, crazy Germans. Ja, überhaupt nicht. Ein total geschmeidiger Typ, ziemlich nah dran gewesen an die Fans. Ich sehe ja, als Kind sich vorstellen, wie der noch draußen durch die Hallen gegangen ist bei den Ausstellungen. Da hast du das nicht mehr halten können, da hast du wegen aufpassen müssen. Aber beim Panel selber, und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, momentan, ich hab ihn ja nicht kennt, weil er ja so abgenommen hat und ich denke mir, ich kenne den irgendwoher, ich kenne die Fresse irgendwoher. Gell? Und dann sage ich zu dem Ami, der neben mir sitzt, wer ist denn das? Und dann sagt er, Alter, Kevin Smith!
gell? Und dann ist eben sein bester Spezi, der ja den ganzen Tag nur noch mehr YouTube-Videos macht und da mit der Schulterkamera umeinander läuft. Der war dann auch mit dabei bei der Vorstellung und dann haben halt die Leute in Silent Bob Hysterie eingefallen, dass du halt nicht mehr aufhalten hast können. Und ja, wie gesagt, und da meine ich, ist halt auch wahnsinnig viel Erwartung geschürt worden, das dann halt allweg gefährlich ist, wenn diese Erwartungen halt bei gewissen Leuten nicht erfüllt werden. Und darum ist es so schade. Und ich finde es aber heute wieder, wie ich es mir gestern angeschaut habe und gedacht habe, ja, jetzt ist das Ganze wieder abgeflacht. Die ganzen Hate-Speecher haben ja weitergekupft und scheißen jetzt dem nächsten Jahr auf die Glatzen auf, weil du brauchst ja ständig... Hey, ja, keine Diskriminierung hier. Lass den Mike in Ruhe. Ja, nein, ich habe ja auch schon eine hinten. Ich habe ja so eine Drohnen-Landeplattform, habe ich mir auch wachsen lassen. Und du merkst, die haben schon wieder weitergezogen. Jetzt wird halt der nächste durch den Dreck gezogen. Also jetzt ist ja irgendwie so im Fandom, dieser Druck, dieser Erwartungsdruck ist weg und du schaust das jetzt halt auch nur mehr in einer ganz anderen Art und Weise an. Und das ist halt, wie es das du beschrieben hast, kann ich den Zusatz da dann nochmal anschauen mit die Sprecher und ein bisschen so dieses Making-of und diese Hintergründe, das sollte man sich unbedingt auch schenken, wenn man seinen Netflix-Account richtig schön ausnutzen möchte. Auf alle Fälle, ja. Und es gibt da, glaube ich, auch noch Comics. Gibt's eine kleine Vorgeschichte mit 4 Comic-Ausgaben, kann das sein, von Dark Horse Comics. Ich habe die nicht gelesen, die sollen aber anscheinend noch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen zu der ersten Folge. Genau, das sind alles die Prequels, die Comics. Also, wenn man sich die noch dazu holt, wer jetzt quer einsteigt oder vorher die Comics gelesen hat, der weiß dann halt noch mehr oder Zusammenhänge stehen sie noch mal ein wenig besser da. Das macht Sinn, aber man kann die Serie ganz gut wegschauen, ohne dass man die Comics, also das ist so ein Zuckerl, das ist wie so ein Sahnehäubchen, wisst ihr, mit den bunten Streißerli, was man halt dann auf die Eiskugel mit drauf gibt. Das hört sich doch gut an. Holt euch auf alle Fälle die Comics, weil Comics kennen sowieso viel mehr gelesen. Ich finde, das war jetzt eigentlich auch schon ein schönes Wort in Richtung Schlusswort von dir, weil jetzt haben wir uns eine 3/4 Stunde drüber unterhalten, also die Folge ist fast länger als die komplette Serie. Ich hätte nur so viel aufgeschrieben, gell, also das ist ja... Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall, dann versagen wir, was hast du denn noch für uns? Ja, also was mich halt nochmal begeistert hat, wenn wir es nochmal mit reinbackeln, gell, ich weiß ja nicht, wer nachher schneidet. Der Corby, der hat eh nichts zum tun. Der Corby wird sich denken, Wahnsinn, Alter, der redet die ganze Zeit. Aber ihr merkt, das ist einfach so meine Begeisterung, weil das so schön ist, dass wir nach 20 Jahren wieder einen Cartoon gekriegt haben, weil für die jetzt halt wieder so auf Masters auch wieder eingestiegen sind, so wie der Mike, wo ich da im Übrigen empfehle, schenkt deinem Burm den He-Man und den Battlecat und den Skeletor gleich und kaufe ihm auf Weihnachten Castle Grayskull, weil dann kannst du wirklich, dann kriegst du diese Kinderaugen leichten. Und zwar massiv, weil du hast vorher schon angefixt mit den Figuren und wenn dann unter dem Christbaum das Castle Grayskull und kannst es ja momentan für 75 € schießen. Also das ist ja für die dieser Klacks, Mike. Gell? Eben, das Geld, was unser Podcast abwirft. Okay, ja, das kann sein. Ja gut, der Plan ist wirklich nicht schlecht. Ich werde das auf alle Fälle mir durch den Kopf gelassen. Ja, und mach ein Foto davon, weil das wird dein Bub wird sie in unbedingt. 25. Ich habe meiner Mom geschrieben, sie soll mir mal Fotos raussuchen, wo ich meinen ersten He-Man gekriegt habe an Weihnachten und so. Cool. Dann sagt sie, ja, sie schaut und Dinge, was habe ich gekriegt? Nix, sie hat doch kein Foto. Das gibt's nicht. Da kriege ich das Spielzeug und dann habe ich kein Foto davon, wo ich das Ding in der Hand habe. Und das Beutel war das Promo-Beutel für diese Folge geworden. Ja, absolut. Verdammte Scheiße. Verdammt. Da werde ich mit deiner Mama mal ein Wörtchen schmerzen müssen. Ja. Aber hallo, fahren wir so zu Wort. Ja, also mach das. Schenk dem Burm das Zeug gleich, weil das Schöne ist mit denen auch, diese sogenannten Origins-Figuren, die sind deswegen so cool, du kannst die komplett slingen. Ja, du kannst den Kopf, Fürs, Hände, Arm, alles kannst du runter und dann kannst du es wieder anders zusammensticken. Ja, also da kannst du ein Mix and Match miteinander machen. Das ist ein bisschen schade, weil das Mattel nicht wirklich bewirbt, aber das ist das, was die Kinder unglaublich Spaß macht. Also ich sehe das beim Spezi von mir in Burghausen drin, der hat so einen 7-jährigen Steppke und der tut den ganzen Tag nichts anderes, als wir die Figuren auseinanderbauen und irgendwie einen wilden Hund wieder zusammenbauen. Also der ist da beschäftigt zum Puzzeln und dann bastelt sich der neue Charaktere und das ist halt, wo ich mir denke, das ist für die Kinder auch wieder schön und das war damals in die 80er schon cool gewesen, wenn wir das machen in China, aber meistens haben wir ja noch mal einen Arm abgebrochen, weil das war das Einzige,
kurz abbauen hast können. Und die neuen Figuren, wie gesagt, die kannst komplett slingen. Und gibt da so eine schöne Parallelserie von Mattel, die Masters of the WWE Universe. Also wo es Wrestler in die Welt von Moto einstecken und die dann aus dem gleichen Konzept, den du dir dazu kaufst, legst die auch nochmal und dann kannst du da wieder umeinander bauen. Und da glaube ich... Es lebt! Ja, genau. Da hat ein kleiner Fettspaß. Und euch zwar empfehle ich auch nochmal, und die was uns da bei dem Gelaber im Podcast zuhören, vor 20 Jahren ist schon einmal ein sehr cooler Cartoon rausgekommen, der sogenannte 2000X Cartoon. Der war schon mega gut episch, weil er einfach 39 Folgen lang eine Story weiter verzeiht hat. Also war auch nicht mehr so wie damals, das Abenteuer der Woche. He-Man schmeißt einen Stein und alles ist wieder gerettet. Und am Schluss gibt's ja die Moral, sondern bei dem schon 2000Xer Cartoon haben sie schon relativ starke einen Story-Arc aufgezogen gehabt. Und da hast du eben auch schon gesehen, dass der Skeletor eben der Onkel ist vom Adam und dass der halt einen saublöden Arbeitsunfall mit einer Säure gehabt hat und deswegen halt jetzt halt ausschaut wie der Skeletor. Und den kann man einfach auch sehr empfehlen, wenn man jetzt momentan wieder angefixt ist und sagt, oh scheiße, ich hab 5 Folgen und ich möchte wissen, wie es weitergeht, dann kann man sich da super gut die Zeit dazu mit auch überbrücken. Das ist ein guter Tipp. Ja. Merci. Die werde ich mir auch noch einbauen, ja. Ja. Lauft die irgendwo? Ist die irgendwo legal zum Stream? Weißt du das? Nein, das weiß ich jetzt halt auswendig nicht. Da müsst ihr jetzt einmal schauen, wer streamt das, ob er irgendwo gerade drauf liegt. Ansonsten müssen wir uns halt nach der Sendung nur mal kurz unterhalten. Inoffiziell, das wisst ihr. Hast praktisch irgendeinen Spätzl, der hat das legal zum Stream. Aus der USA organisiert. Oder Nein, ich hab's DVD? da, weil die haben ja alle auf RTL 2 damals gelaufen und hab's halt aufgenommen. Gell? Auf der Silberscheibe. Okay. Ja, schau her. Saustark. Und da hingegen kann man euch da mit Sicherheit unterstützen. Genau, die letzte Sache, die mir noch wichtig gewesen war, dass man das noch mit einbaut, weil halt die 4. Folge mit dem Scarecrow meines Erachtens nach die stärkste ist. Ja. Die ist dermaßen stark und in der ganzen Folge siehst du halt auch wieder die Anleihen am Herr der Ringe, vor allem gerade zum Schluss, wenn der Orko an Scarecrow zurück in die Schatten schickt. Gandalf-Zitat erster Güte mit dem Balrog und wo du da halt alle wieder denkst, wow, kriegst du Ganselhaut allein schon, wenn du das verzeihst. Und wie cool ist das, dass man mal einfach so epische Stories auf also ein Kinderspielzeug-Toyline von 1982 umgespiegelt, wo damals keiner glaubt hätte, dass das jemals so ein fetter Erfolg wird. Ja? Und eine Multimilliarden-Dollar-Geschichte für Mattel 5 Jahre lang gewesen ist. Wer da übrigens mehr wissen möchte, auch Netflix, The Toys That Made Us, hat eine eigene Folge über die Master of the Universe Spielzeugsachen, aber da braucht es nicht gerade die eine Folge anschauen, weil da sind alle Folgen super interessant. Auch Hello Kitty, schaut euch Hello Kitty an. Ja. Das ist super geil. Hätte ich mir nie gedacht, dass das ein sehr Riesending ist. Das hat man, also volle Empfehlung auch für The Toys That Made Us. Aber wer da ein bisschen labil ist, so wie ich, muss aufpassen, weil mir hab danach die Freien ins Handy wegnehmen müssen, weil ich hätte mir nämlich alles bestellt, was ich da gesehen habe. Wow, lecker, Leute, Master of the Universe, Hello Kitty, mir scheißegal und die schwulen Ponys mit die bunten Haaren, die kaufen wir auch noch. Und dann hat's geheißen, Handyverbot, bis du wieder unten da bist von dem Scheiß. Ja. Da war bis vor kurzem eben auch noch, und jetzt glaube ich ist auf YouTube sogar, die heißt The Powers of Grayskull, auch eine wahnsinnig tolle Doku, geht 1,5 Stunden lang, ist nur in einem wenig anderen Stil, weil The Toys That Made Us ist einfach auch super vom Schnitt her und wie schnell, dass du auch gut durch das Thema durchkommst, also du schaust dir die 40 Minuten oder was halt so eine Folge dauert, die schaust du weg, also auf dem Heisel schaust du die weg, wie nix. Ja, genau. Genau. Danach musst du das wieder lernen, der Klassiker. Ja, genau, weil du tags eingeschlafen hast. Und da gibt's genau, die roten Flecken am Ellbogen. The Powers of Grayskull. Ich glaube, läuft jetzt, momentan ist es auf dem YouTube auch sehr stark, wenn man sich da einfach nur mal, wenn so gerade wieder diese eigenen Jugendgefühle und wenn man dann, weiß ich nicht, der eine oder andere geht dann einen Dachboden auf oder fährt zu den Eltern und sagt, du, steh da oben am Dachboden eigentlich nur meine alte He-Man-Sammlung und dann kreist du da drin umeinander und dann natürlich auch wieder so dieser Gedanke an diese unbeschwerte Zeit, wo du unten irgendwo mit deinen Spätzchen guckt bist, ewig lang Lager aufgebaut hast und dann haut man sich gegenseitig gar nicht auf die Pfotzen und man war glücklich am Ende des Tages. Ah, das war schön. Und ja, genau. Das ist so dieser Eskapismus, der manchmal gut tut und auf der anderen Seite die Leute, die dann so viele Erwartungen gehabt haben und dann den Kevin Smith mit Mord bedrohen, weil
der ihre Kindheit zerstört hat, habe ich mir gedacht, okay, wenn es so einfach geht, dass ich jetzt in der Zukunft etwas zerstören kann, das was in der Vergangenheit stattgefunden hat, dann haben wir schon wieder bei Marvel scheinbar funktioniert das. Ja, oder der Doc Brown ist irgendwo um die Ecke. Scheinbar, mit dem DeLorean. Ja, oder das klassische Thema mit den Remakes, wo du heißt, ja, die haben wir Freitag der 13. versaut, oder das Texas Chainsaw Massacre. Sag ich, warum? Nein. Die alten Filme gibt's immer noch. Keiner reißt die aus dem Regal oder aus dem Herz. Die Filme haben immer da. Schaut das halt einfach an und schaut den anderen nicht an. Ja, da ist jetzt doch ein Remake angekündigt worden für The Lost Boys oder Reboot, keine Ahnung. Ja. Und das erste, was ich irgendwo wieder gelesen habe, Kommentar, oh nein, die sollen mir nicht meinen Kindheitsfilm zerstören. Ja, Kruzifix, wenn du so bescheuert bist, dass du meinst, dass irgendwas Neues dir was alles kaputt macht, dann bitte wirf dein Fernseher weg und schau nicht oder so, du Trottel, weil du hast nichts im Fernsehen verloren. Oder vor dem Fernsehen. Du musst raus zum Rasenmann. Mike braucht jemanden. Ja, genau. Genau, ich brauche Gesellschaft. Ja, wunderbar. Also Lost Boys hört sich wunderbar. Habt ihr den schon besprochen, das Original? Nein, ich muss mir den auch erst wieder anschauen, weil den habe ich jetzt letzt gesehen, ich kann es ja gar nicht sagen, wie lange das bei mir her ist. Es gab da noch einige Klassiker, wo wir besprechen müssen, also bei Fright Night oder so, genau. meiner Meinung nach einer der beste. Bitte. Also wenn ihr das macht, ladt's mir ein, weil das ist der Film, den ich auswendig mitsprechen kann. Okay, ich werde behaupten, das ist der beste Vampirfilm, den es gibt. Ja, und dann kommt gleich der zweite Teil, der leider immer unter ferner Liefen läuft. Unterschätzt. Er ist beide, und ich mag ja den zweiten Teil auch wegen am Soundtrack so gern, und weil so viel Dracula-Anleihen wirklich drin haben aus dem klassischen Stoker-Roman. Und du hast recht, aber der Fright Night selber ist das klassische Vampir-Thema mit einem irrsinnig charismatischen Hauptdarsteller, mit dem Chris Sarandon, wo es da über denkst, ja, der darf mich natürlich, gell, beiß mir in den Hals und sag mich aus der Sau. Also den, wenn es bespricht, da darf ich mich freuen, weil der ist... Also, ja, bin ich bei dir. Das hört sich gut an. Bester Vampirstreifen mindestens der Neuzeit. So schaut's aus. Na, macht mal, wenn's ist, da Connections mit dem Kani und dann geht's ab. Alles am Start, da schreiben wir uns auf alle Fälle wieder. Aber jetzt kommen wir zu unseren Tops und Flops. Tops. Jetzt bin ich einen Schlaganfall gekriegt beim Schmerzen schon wieder mal. Jürgen, du hast ja 1-2 Folgen von uns gehört, also weißt du, am Schluss wollen wir von dir wissen, was ist für dich das absolute Highlight an Masters of the Universe Revelation und was ist, ob du was sagst, hat das denn sein müssen? Also von den Highlights ist definitiv für mich diese Charakterentwicklung, die passiert ist, eben weil man die zwei Hauptakteure gleich am Anfang ausknipst hat. Und das Highlight für mich an der ganzen Serie ist die Evelyn, über die haben wir fast gar nicht gesprochen, weil sie tragt eigentlich die ganze Story. Alle haben sie aufgeregt über Tila. Ich sage, die Heldin ist tatsächlich die Evelyn. Sie ist beauftragt worden, die Quest, sie ist der Questgeber, sie hat die Heldenreise am Schluss gestartet und hält eigentlich auch die Gruppen zusammen. Und das finde ich mega stark, und vor allem, wie es dann aber am Schluss wieder sagt, okay, jetzt habe ich fast schon angefangen, euch zu mögen, aber ja, tut mir leid. Und wo du denkst, was ist das für ein geiler Charakter? Zuerst wird er zum Face und dann ist wieder mega healisch zum Schluss. Die andere sagt nur, du musst jetzt gar nicht. Nein, ich gehe doch wieder mit dem Chef mit, gell. Jetzt ist er ja Gott. Mal schauen, was da für mich rausspringt. Also das hat mir mega taugt, diese Entwicklung. Was für mich der Flop ist das, was außenrum passiert ist. Auch über das haben wir vorher geredet, weil ich sage, Alter, es ist eine verfickte Zeichentrickserie. 125 Minuten. Du schaust das an, sagst, war was für mich, oder ich gehe raus, Mann, und schau dann weiter, oder sagst du einmal, was da eben nicht, weil man kann sich ja anständig über das unterhalten, was einem nicht gefällt. Ja? Da kann man sich ordentlich miteinander austauschen, was da aber an Shitstorm und an Bedrohungen und Entwürdigung passiert ist. Das ist für mich das Lowlight. Na gut, Mike, was sagst du dazu? Also mein absolutes Highlight, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, das ist der Auftritt vom Scarglow. Die ganze Szene an sich, wie es aufgebaut ist, mega atmosphärisch, mega gruselig. Tony Todd macht das super, auch der deutsche Synchronsprecher ist super. Und allein schon mal, dass man den Charakter mal wirklich in Action sieht, die wo man bisher nur als Figur eben gesehen hat, und dass man eine von den seltensten, oder damals war es eine, glaube ich, von den seltensten Masters-Figuren, die wo es so gegeben hat, dass die den damit eingebaut haben, fand ich mega, habe ich voll die Gänsehaut gehabt. Und ja, das hört jetzt vielleicht blöd, und mein Lowlight ist, ich hab mir's gedacht, wo die erste Folge losgegangen ist und der Prince Adam verwandelt sich bei der Macht von Grayskull, und dann war
früher in der Serie ist immer losgegangen, dun, 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 He-Man, und dann ist die Musik gekommen. Und die Musik ist mir dermaßen angegangen. Also das ist selbst, wo ich sage, die Musik hat mich an sich in der Serie nicht überzeugt. Das hätte, war nicht ganz meins, wie es inszeniert war, sage ich jetzt einmal. Da hat mir einfach die alte Musik so gut gefallen, und das ist mir einfach ein bisschen abgegangen. Aber das ist jetzt ein Nerd-Scheiß. Also wie gesagt, mir ist hauptsächlich die alte Musik angegangen, weil das ist so richtig Gänsehaut. Die sagt immer nur für Gänsehaut-Feeling, und das ist mir jetzt da ein wenig angegangen. Die ikonische, eigenständige Musik. Schau auf YouTube, da findest du schon die ersten Mischungen. Ja, ich hab mir so schon selber eine gemacht. Ich hab mir mit Instagram Story aber gedacht, das kann man so geil zusammenbasteln. Sehr gut. Ja, sehr gut. So wie die Insta-Bitch. Dann komme ich noch dazu. Mein absolutes Highlight ist den Mut, den die da an den Tag gelegt haben, wie es die Serie aufzicken. Finde ich geil. Selten, dass man vor allem ein Thema, wo man weiß, dass so eine riesige Fanbase dahinter steht, dass man die wirklich so anders angeht und nicht einfach in gewohnten Fahrwässern rumschippert. Finde ich geil. Auch wenn es danach einen Haufen Arschlöcher gegeben hat, die sie aufführen. Aber gut, verpisst euch, ihr Idioten, kein Mensch braucht euch. Und mein... Danke. Nein, ich sage jetzt nicht die 3 Buchstaben. Nein, ist einfach so, echt Vollidioten brauche ich keinen Menschen auf dieser ganzen Scheißwelt. Wir wissen, was er selber wie es ist. Wir sind ja vor kurzem damit worden und als seriöse Filmseite betitelt worden auf Facebook. Das geht überhaupt nicht, finde ich grausam. Mit dem alles, dass wir nicht so genannt werden, und dann wirft man uns das auf den Kopf. Also ich fühle mit denen, ich mache auch von Revelation. Und mein absoluter Flop, ich kann fast keinen sagen, aber da wir ja was sagen müssen, weil sonst dreht der Corby wieder durch, wenn wir es auslassen, sagt dann ich, dass wir nicht die ganze Staffel auf einmal gekriegt haben. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich wüsste, wie es weitergeht. Verdammte Scheiße. Ja, es wird heuer noch weitergehen, Conny. Jetzt bei der PowerCon haben sie gesagt, es geht heuer noch weiter, und zwar an einem US-amerikanischen Feiertag. Sie haben aber nicht gesagt, an welchem. Ja, das habe ich auch rausgefunden, dass es auf alle Fälle weitergeht. Ist ja schon fast fertig alles. Ja, was ist denn jetzt für die nächsten Thanksgiving, oder? Bei der Amis. Ja, es gibt noch Memorial Day. Memorial Day ist noch vorher, und nur irgendeiner, den was ich mir nie merken kann. Ich kann mir nicht mehr unsere Deutsche merken. Ja, du weißt halt dann, dass du nicht da gehen musst. Das ist halt das ist das Einzige, wenn irgendjemand in der Arbeit am Montag sagt, mei, ist gut, dass wir morgen frei haben, dann denke ich so, geil, das habe ich gar nicht gewusst. Hey, ist in der Bibel wieder irgendjemand abgeratzt, dass ich wieder Feiertag habe. Hey, super. Ja, du hast ein Schaf geschlachtet oder was? Ja, genau. Merci, Mr. Heiliger oder Heilige, wer auch immer es war, ich bin da zu 1000 Dank verpflichtet. Ja, es geht weiter. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn es dann weitergeht. Und das war mein Flop eben, weil dann ist das ein Cliffhanger am Ende und du denkst da, wow, geil, Alter, Skeletor, das schaut so geil aus, aber fuck, was ist mit dem Adam, und ich käme überhaupt nicht aus, macht's bitte weiter, sofort ins Herz drauf. Das war mein Flop, das macht mich immer noch fertig, auch wieder nach dem zweiten Mal. Kann ich nicht umgehen mit sowas. Gut traurig, aber vielleicht gibt's ja absolut gut gemacht. Also da gibt's überhaupt, also 100%, 100.000%ige Schauempfehlung, wenn ich mit dem He-Man-Universum was anfangen kann, dann muss ich mir das anschauen. Geht dazwischen nicht raus, Mann, sondern zieht die 2 Stunden nicht durch. Ja, oder? Nein, ich kann nicht damit sagen, weil wenn wirklich einer Probleme hat, schaut euch die ersten 2 Folgen an, schlaft's einmal eine Nacht drüber. Schlaft's eine Nacht drüber, kommt's aber. Denkt einmal drüber nach, wo wir sind, in was für der Zeit das wir sind und wie die alte Serie aufgebaut ist. Und dann macht's euch einen Scheißkopf auf und macht's euch für was Neues offen. Und dann schaut es euch nochmal an und dann seid ihr so begeistert wie ich. Ha. Boah, leg mir mal. Ja, oder halt einfach 20 Minuten weiterschauen, du Sautepp. Da brauche ich keinen Pause. Nein, da muss man sich erst emotional wegen darauf vorbereiten. Alter Spiel. Nein, das war schon passt. Der Mike ist da gut, der ist der Mr. Miyagi der Filmpodcasts. Genau. Ja, mit einer Hand auftragen, andere poliere. Ja, dann fragen wir mal zum 2014er Godzilla oder zum Batman The Dark Knight Rises den Sauteppen. Der ist nämlich der typische Mann mittleren Alters, der mit nichts Nein was anfangen kann. Bodensatz. Ich hau die Ei. Hau die Ei. Aber bevor ich dir jetzt aufs Mikro ziehen musst du Kruzifix, arbeiten wir lieber schnell an die 3 Ts, weil es ist jetzt Erwachsener gehalten, also könnten da vielleicht ein paar Sachen dabei sein. Jürgen, was haben wir mir Titten zum Singen gekriegt? Nein, Ansätze sind da, aber natürlich, es ist Freigabe 12. Da, keine Bubus, keine Bubus. Ja, das bleibt der Fantasie überlegen. Wie schaut's mit Trompeten aus? Hat man da was gesehen? Fast, weil wenn man sich die Verwandlungsszene vom Adam zum He-Man anschaut, siehst du einmal zumindest für Millisekunden den mächtigsten Arsch des Universums. Auch da trauen sie sich was, aber vorne um mich,
bleibt Nee, der voll. Lendenschurz oder er ist unrasiert. Wir wissen es ja nicht genau. Von dem her nix. Schöne Hommage an Sailor Moon, die Verwandlung. Stimmt. Gut, Mich würde interessieren, ob jetzt, bei uns in der Schule war es ja dann irgendwie so, Alter, du musst das Sailor Moon anschauen, die sagt man voll knockert, wenn sie sich verwandelt. Ich schaue es mir an, geiler 11-Jähriger, denkst du, geil, sagst du mal knockert, ja nix, ich sag's, das ist nur Kontur. Man denkt, was ist mit euch Vollidioten? Das kenne ich als 11-Jähriger, dass das halt nicht knockert, das ist einfach nur eine Regenbogenfrau, was ist mit euch? Ja. Ob jetzt die Dirndl auch in der Schule sagen, Alter, schau dir mal auf die Universe oder sechs der knockerten muskulösen Typen. Also, falls wir 11-jährige Mädels als Hörer haben, sagt uns einmal, schreibt es in die Kommentare. Ach, unsere Seite ist ab 18 eingestellt, da könnt ihr reinschreiben. Aber euren könnt ihr es. Also, falls uns jemand hört, schreibt uns eine E-Mail, wie es ist, damit umgeht mit dem Thema in der Schule. Aber dann die dritte Frage für unseren Triple Threat. Haben wir tote Tiere? Tja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Tiere haben, wo ich nicht zu Schaden komme. Viele Sachen da drinnen haben, am Anfang haben wir die Roboterpferde, den Strider und einen Nightstalker mit drinnen. Wenn man Mossman mit einzählt, dann kann man sagen, ein totes Tier ist definitiv. Da waren auch 100%ig ein Haufen Käfer in dem sein und Feld Leis. drin. Leis sowieso, das auf alle Fälle. Vielleicht ein Vogelnest, das wissen wir nicht. Kann durchaus sein, dass es noch mal kurz zwitschert hat. Ja. Du, also, weißt du, was du jetzt gerade sagst, in der Scareglow-Szene, wenn Orko und Evelyn in einer Traumsequenz sind, verbrennt er hinten das Vogelnest, wo die zwei Vögel drin sitzen. Die haben dann gleich gegrillt. Ah, stimmt. Sehr gut. Okay, wir müssen revidieren. Es ist doch keine 100.000%ige Sehempfehlung, weil von die 3 Ts wird gerade uns eingehalten. Ja, sorry. Ja, scheiße. Scheiß Mattel. Ja, das ist so ein Pisser. Echt, sämtliche Shitstorms waren gerechtfertigt, stelle ich gerade fest. Unsere stundenlange Folge war eigentlich vollkommen für den Arsch, weil wir uns den Hater jetzt doch anschließen müssen. Ja, Lesben of the Universe. Ja, genau. Haut's ab mit dem Undercut. Ich flippe komplett aus. Das war schon ein Schlusswort. Ja, wie immer, unsere Schlussworte sind immer die schönsten. Aber da du unser Gast halt bist, darfst du das richtige Abschiedswort bringen und unsere Hörer sagen, was müssen sie da mit Viva la Movilusion, sobald sie diese Folge gehört haben? Also natürlich Daumen hoch, liken, Glocke aktivieren, in Instagram das Herzl da lassen und natürlich Leute immer kommentieren. Gell? Davon lebt das soziale Netzwerk. Schreibt sie und wenn es bloß der Daumen hoch ist oder der lachende Smiley oder sagt einfach, kann ich halt der blöde Fotzen, Mike, lass der Haar wachsen oder lass den Bogen nicht so viel reden, ja, in einer Tour und schon kommen wir wieder ins Gespräch und ihr habt es ja mitgekriegt, der Mr. Miyagi der deutschen Filmpodcasts wird es dann super smooth auch wieder hinbiegen, dass wir uns alle wieder lieb haben. Genau. Das passt. Der Mike ist das Herz und die Seele unseres Podcasts. Genau. Und bei der Macht von Viva la Movilusion, ich habe die Plauderkraft. Das ist sehr geil. Passt. Dann Jürgen, vielen Dank fürs Mitmachen, war geil und wir werden uns wieder treffen zu Fright Night. Ah, geil. Genau. Super. Und auch unsere anderen 6 Hörer. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus. Servus. Ciao. Pfiat euch.